Record. Von harten willkommen wie... Party, Platt und Plüschmaus. Was ein Teaser, Hilka. Wo schön. Ja, ich würde auch sagen, dass ich mir leider die nur so früh obwogt habe. Ist nicht so mein Tiet so früh. Ja, wir haben das von morgen albanig früh droppen und wir müssen erstmal aus Kaff trinken. Passend toller Thema, Hüt. Ja, aber wir habt ja das auch all an Abend mal hat, das das abnehmen, das wäre ja auch nicht so gut für mich. Ja, nee, ich glaube abends, das war einfach überhaupt nicht austiet. Von daher ist von morgens eigentlich ganz gaut. Ja, aber ich muss erst mal klarkommen, ich bin ja nicht so eine Lerche, ne? Du bist eher die Uhl. Nee, eigens auch nicht. Also ich bin eine Läule. Ich geh gern früh in Bett und schlaf gern lang. Eine Leule. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, welch ein Vogel ist denn dachsöver so aktiv? Eine Möw vielleicht? Eine Möw. So, Oh ja, Gott. so Taufischbrötchen Tiet. Okay, das Also, ist kein großes Kompliment, aber ja, siehst du mir da so an der Wartekant langlopen und die Lühe die Pommes unter Hand klauen? ja, tatsächlich. Ich glaube, so ein Vogel wirst Ah, du. So richtig so, haha, das Fischbrötchen, das war mean. oh, da sind wir ja dann auch Doch. fast wieder wie die große Frage, was ist besser? Das Fischbrötchen mit das weike Brötchen oder mit das krosse Brötchen? Oh, ja, da bin ich ja total gut, weil ich hier kein Brötchen äten kann. Mhm. Ich stell diese Frage, du hast noch nicht in die Leben Fischbrötchen gehabt. Nee, noch nie nicht. Mhm. Mhm. Aber wir Dann können stelle ich, natürlich den Froch. ja. Wie stellt die Frage hier mal oben an use Tauhörers, ne? Mal kicken, Mhm. das krosse oder das weike Fischbrötchen, was ist besser? Ich bin gespannt. Das wird bestimmt ein harter Kampf. Das ist hochpolarisierend hier. Liegst du am Anfang wie Partyplatt und Plüschmaus. Als lang als der Lüge keinen Albträum kriegt, ist mir das recht. Wunderfest. Dann sehr schön, Öveleit, Hilke, Alfdröm. Wie heißt denn du von Dachschlorpen? Ach, eigens gut. Für mich ist Mhm. ja nur auch das so heißen auf dem Tiet, aber ich habe nur so Oh. einen Filter, so ein Luftfilter. Der ist so, ja, der mag die Luft eben Köhl, also Kolle, ist richtig angenehm, Mhm. aber der hat auch noch so einen Filter bin, der filtert dann in der Nacht dann auch Licks Stuf und Pollen und so was dann unter Luft gut, Mhm. dann kann ich richtig gut schlafen. Das ist ja dull. Ist der Lou? Nee, der ist richtig lies, den hörst du fast gar nicht. Wunderbest. Okay, Ja. cool. Ja, also ich höre gern Town Ja. Inslapen noch mal so einen Podcast und da mag ich den immer, ob der lieseste Stuf und das ist immer noch luder als der Luftfilter. Ach, witzig. Hast du natürlich blank wie Partyplatten und Plüschboss? Hast du da einen Podcast, den du irgendwie empfehlen kannst, dort in Schloppen? Und natürlich, ob allerbest ist Partyplatte und Plüschmus von Inslapen, Mhm. aber ich höre besonders gern die Quark Science Cops. Oh ja, ja, aber der hat wie all, ich glaube, 2 oder 3 Mal hier im Podcast schnackt. Mhm. Ja, mhm. Ja. Aber das kann ich weiß nicht, das gefällt mir gut. Die habt ja nur gar nicht mal so Stimmen, wo ein sagt, oh, da kann ein gut wie insloppen, aber so das sind, ach, und dann vertellt die da was über die Wetenschaft und da kann ich so richtig so wegdroseln. Ja, schön. Ja, manche mag das dann ja auch irgendwie mit 3 Fragezeichen oder Bibi und Tina. Einfach, wie du doch nicht so viel über nachdenken musst. Dann ist es noch so richtig schön dicke Gefühle, das ist eine Nostalgiewelle von Freude, fliegst 5 Grad warme, das Gefühl. Und dann kannst du schön inschlafen. Ja, richtig, richtig schön. Aber Inschlafen, das ist ja auch für den einen oder anderen gar nicht so leicht. Hast du da Probleme mit? Zum Glück gar nicht. Also wirklich, ich brauche maximal 5 Minuten und dann werde ich inschlafen. Also das ist echt, ich bin nur bannig dankbar für. Ich glaube, das ist eine geheime Superkraft, so schnell schlafen zu können und dann auch gaut dörter schlafen. Mega, mega. Mhm. Äh, Also Ja. denn Schlafmittel, das ist ja auch echt so ein Thema für viele Lü. Ja, spannend. Bin ich noch nie nicht mit in Berühren kommen. So ganz früher, als ich noch ganz viel in diese Fitnessszene, diese ganzen, da kannst du ja auch Melatonin nehmen und so ton schloppen. Aber habe ich nie nicht mockt. Bist du da irgendwie mal rankommen? Hast du Probleme mit Inschloppen? Normalerweise nicht. Ich glaube, das ist bei mir einfach so zyklusabhängig. Oh Also ja. Hm.
Also, das kommt bei mir auf die Phase in Zyklus an und dann gibt das immer mal so ein, 2 Tagen in Zyklus. Da habe ich dann doch Probleme mit Inschlafen oder wenn ich Taulat noch Koffein getrunken habe. Also, denn Ja. so das, was ein so Ton 4 gern hätt, so weiß ich nicht, Sekt mit Club Mate oder so was. Oh, so, wenn ich das so ich sag mal, Glocke fair am Nachmittag so trink, oh, dann muss ich eigentlich noch Party machen. Irgendwo ist es so Das richtig kommt. casual, wie man da zum Morgendeit, Sekt mit Mate, Glockfeier am Nachmittag. Ja, oder Wie sieht bloße das gehört halt? Mate oder Ja, ja. Tascasso, ja. Also da Koffein, früher weiß ich nicht, so war ich da nicht so empfindlich, aber ich habe dann, ich glaube, mehr als 2 Jahre mal komplett Koffeinpus hat. Habe ich gar keinen Hm. Koffein mehr getrunken. Und seitdem war ich am Morgen auch ohne Koffein normalerweise bete wach. Aber ja, ich bin dann auch koffeinsensitiver dadurch geworden. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich eine gaue Sorge, mal Koffein drauf fasten, damit die Lief dann eigentlich mal wieder richtig darauf abspringen deit. Mhm. Ähm, Ich wollte dich nämlich noch fragen, hast du den Schlaf einmal trackt? Also so ein Betten, vielleicht mit einem Ring oder mit einer Glocke oder so Käken, wo gaut du schlafen da heißt, wo lang, was für Schlafphasen? Nee, also diese Hm. Gimmicks habe ich gar nicht. So, Mhm. irgendwie. Ich weiß, viele Lüge habt das, aber ich habe gar nicht. Also kein Clock, kein Ring, auch kein Patch oder sowas. Mhm. Mhm. Nee, da denke ich mir, ja, das bringt mir dann ja auch nichts und dann mag ich mir ja bloß damit verrückt. Wenn ich dann am nächsten Morgen da kiek und denke, oh, du hast aber nicht noch schlafen. Ja, ja, ist tatsächlich, also ich habe so einen Ring, ich habe halt, also das ist einfach so ein Ring, der die ganzen Vitaltaken mit tracken deit. Und ich habe mir dann primär gekauft für meinen Slop, um halt so da kicken, okay, wie kann ich das noch ein bisschen optimieren mit meinem Slop, wie viel bewege ich mich auch am Dach, einfach so eine Sorgen, einfach um das Mittag kriegen. Und ich finde das so bannig spannend, denn ich habe zum Beispiel so immer montags abends habe ich einen Hitkurs, High Intensity Interval Training. Und der Nacht noch diesen Hitkurs, der so Glocke 8 an Abend erst abhören deit, der ist so schlecht, Jümmes. Das ist total krass. Und der Ring sagt dann auch, du hast nur, oder fällt auf Fell, leichten Schlaf. Ich kann gleich noch mal beten, was tollen Schlafphasen vertellen, wenn die das interessieren deit. Du hast nur leichten Schlaf hat und die eine Erholung wird nicht so gaut. Und das ist super spannend zu sehen, dass aber die Nächte, nur diese quasi gestressten Nacht, sind viel Bäde. Da bin ich viel entspannter. Das ist wieder diese Punkt, den hat wie, glaube ich, auch wieder Sportvolk, dass das Training ist wichtig, aber die Erholung und die Pusen sind noch wichtiger für den Lief. Und das Ja, finde ich immer so spannend zu sehen. ja, richtig. Also mir geht das auch so, wenn ich laut an Abend noch Sport mag, dann komme ich Mhm. nicht gut runter. Also, Mhm. Ja. aber auch wenn ich an Abend noch lang Chorprobe habe, dann komme ich auch nicht gut runter. Ja, es sind alte Sorgen, wo dann der Lief nochmal so richtig Aktivität, Konzentration, so das hat auch nochmal hochgegangen, da zum Beispiel. Ja, Glückweg. Hast du denn eine Schlafroutine? Also, was du so morgen deist, bevor du dann top Bett gehen deist? Das Schlafroutine. Also, was ich nicht gern mache, ist noch schminkt oder nicht wuschen in Bett gehen. Also Oh ja. das gibt Frunzlü, die ist das egal, die sagt, ja, die Schminke, die gar dann eben ab. Und dann denke ich so, oh nee, erstens, die rieft sich dann ja so ein Kissen drin und dann habe ich so echt das Gefühl, oh, dann so, ja, die Klören oder so, die sind dann richtig so in die Poren bin. Also Hm. ich wasche mir gerne richtig gründlich am Abend das Gesicht. Mhm. So, das ist so Ich meine habe nämlich mal, ja, Abendroutine. alles klar. Ich habe nämlich mal Käken, also in dem, quasi in den Tuch, wo ich mir den Ring gekauft habe, um mir einen Schlapptau verbädern und so, habe ich einfach mal Käken, was brauche ich denn eigens? Oder was kann ich an Dach allmorgen und an Abend, damit ich eine richtig gaude Nacht habe? Und da habe ich einmal 5 Tipps mitgebracht. Vielleicht ist ja auch einer für die dabei, wo du sagst so, ja, das ist eigentlich eine gaude Idee, da kann ich vielleicht ein Betten mit inbauen. Und witzigerweise ist das Gleeks kann man an Morgen anfangen, schon was gaudet, für den Schlaf abends zu mocken. Denn Na, wenn ein so bummelig 10 bis 15 Minuten Sonnenlicht an Morgen hast, dann hältst du den inner Glock
die ob den Dach stellen. Also glieks non obstorn, vielleicht mit dem Kaff einmal ruht, das Gesicht in die Sünden holen. Das ist vielleicht im Norden nicht ganz so einfach und Gott, wie das im Schiedwetter nu. Aber auch zum Beispiel auf Island habe ich so eine Dachlichtlampe. Also eine Lampe, die quasi Dachlicht imitiert, wie dort wird ja das Jog bannig lang, bannig duster. Und da wird das der Weg von mir in Öllentauen Geburtstag kriegen. Und der wäre Gold wert. Einfach an morgen liegst 10 bis 15 Minuten Sonnenlicht auf das Gesicht. Und dann fängt der in der Glock an zu lopen und weit, dass sie über den Dach Melatonin produzieren muss. Melatonin, das ist das Hormon, das uns dann Milchmorgen deit. Und abends ist so viel Melatonin produziert, dass wir dann schloppen gehen könnt. Also, Tipp Nummer 1, liegst morgens Dachlicht. Kriegst du das hin, Hilka? Oh, ich glaube, hier ist sogar echt so eine Dachlichtlampe. Aha. Aber du weißt ja, Okay. ich bin ja irgend so ein Kind von Dustern. To viel Sonnenlicht ist Mhm. nicht gut für meinen blanken Teint. Ich Stimmt. habe auch, Aber du hast ja immer Lichtschutzfaktor drauf, ne? ja, ich habe sogar eine Niacinamide-Creme, so eine Dachpflege. Der ist nicht bloß einfach normalen Lichtschutzfaktor bin, da ist sogar Lichtschutzfaktor gegen das blaue Bildschirmlicht bin. Ja, krass. Ich weiß gar nicht, was mag das fehl mit der Hut? Da habe ich Ja, gar das, keine Ahnung von. ja, das ist auch diese schädliche Strahlung, die Hut, Hm. ja, nicht, also wo die Hut halt so von wart, was auch immer, die wart schlaff, Ja, und dann die Vollen kommt. Ja, fixer Öllert, ne? ja, richtig. Und das passt auch gut zu Tipp 2, denn das sagt, dass wie die Bildschirme so bummelig eigentlich 2 bis 3 Stunden, bevor wir schlafen wollt, der Tiet für den Bildschirm reduziert. Denn das ist genau das blaue Licht, von dem du vertellt hast, signalisiert us Prägen, das ist Dach, das ist Dach, das ist Dach. Und wenn us Prägen Lord am Abend jümmes noch auf den Bildschirm kiekt und denkt, das ist Dach, dann wird natürlich kein Melatonin produziert. Also eigens ganz Mhm. einfach, Bildschirme weg. Baukehr, spazieren gehen, was auch immer ist. Was, glaube ich, gar nicht so einfach ist für Fälle. Ich schlug mir da gar nicht gut. Ich kiek auch abends noch mal auf mein Telefon. Aber da kann man ja auch den Nachtmodus anstellen, damit das blaue Licht dann gut filtert wird. Ja, richtig. Also mein Telefon, das geht immer Glocke tein an Abend in Schlafmodus und dann ist das auch bloß noch Ah, Swatwit. ja, super. Ach, das ist ja witzig. Spannend wird eins. Ja, Ach, krass, das kann mein Telefon noch nicht. Das finde ich sicher. gut, Oddig. Muss ich Was noch mal ist gut die? finden. Damit schwarz wird, finde ich ja witzig. Ja, das war dann bloß Schwattwit oder so Gries. So, also Mhm. dann mag der keinen richtigen Spaß mehr noch, werde ich nicht Videos ankicken oder so. Ja, witzig. Ja, voll der geile Mechanismus. Da gibt es ja eh so witzige Sorgen. Da könnt wir eigentlich auch noch mal eine Folge übermorgen mit. Wie schaffe ich das weniger am Telefon zu werden? Und was gibt das vielleicht für witzige Tipps und Tricks? Wie Glück, ich hab das doch mal vertellt von, dass du mit an Dach musst du Steppen mocken, also Schritte. Und damit, mit diesen Schritten, erkürbst du die oder erlöpst du die Social Media Tiet. Da gibt's ja auch eine App für. Finde ich Ah, genial. ja. Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern. Genau. Ja, aber was hast du noch für Tipps? Genau, ich habe noch 3 Tipps. Einmal das Schlafzimmer tämlich kühl holen, also die Schlafstuf, dass die ungefähr so zwischen 16 und 19 Grad ist, denn die lief slöpp Bäde, wenn die Temperatur ein Bäden sinken deit, ein Bäden Rünne sinken deit. Dann Tipp 4, Koffein rechtzeitig stoppen. Hast du ja all vertellt. Also, eigens wirkt Koffein noch 6 bis 8 Stunden Lorte. Von daher eigens ab Glocke 12 am Mittag. Schul man eigens nicht so viel Koffein mehr trinken. Und der letzte Tipp, das us lief, der läuft einfach Routine. Und von daher ist das einfacher Gaut intoschloppen, wenn ein faste Schloppentiden hätt. Und klar ist das schwor, gerade wenn man Schichtarbeit oder so, da ist natürlich nichts mit fasten Schlopptiden. Aber für all die das morgen könnt, ist das ob best, ihr müsst heute Glickentid intoschloppen. Ich glaube, ich mag da aber allfair richtig. Oh, super. Ja, das ist ja genial. Also würde ich sagen, also Mhm. Koffein, check, dann ich versuche viel rumzulopen am Dach. So diese Dachlichtlampe, naja. Aber Mhm. wenn ich Buden unterwegs bin, so in Garten oder so, dann bin ich auch für Buden. Also, Mhm. Ja, ja, passt. ich glaube, da mag ich allfair richtig.
liebe Tauhörers, nu könnt ihr ja mal abchecken, was ihr alles schon richtig mag und was ihr vielleicht noch ein Bäden für Bädern könnt für einen Gauenschlop. Denn, Fun Fact hier einmal kurz an der sieht, wie schlaubt ein Drittel von us Leben. Also wenn wie nenkt dich wart, habt wie dörtig jor schlaupen. Und du hast ja das schon wichtig, dass wie Gaut schlaupt. Ich glaube, ich habe dann mehr schlafen. Ja, ich hätte dann 45 Jahre schlaupen. Die Lul. Ja, die Lul. Aber wo sieht das denn nun gut mit diesen Schlafphasen? Bitte. Genau, das ist ein buddy spannendes Thema. Habe ich mich auch vorher noch nie nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Aber die Schlafphasen hat jed ein Mensch. Also wir habt immer drei unterschiedliche Schlafphasen. Wir habt den leichten Schlaf, das ist allen so, wenn wie in schlaft, so der Puls und die Atem wird langsamer. Und das ist aber auch der Schlaf und dann wie fix werde Walk wart. Das ist der leichte Schlaf. Der ist nicht ganz so erholsam. Also wenn wir Dorut dann werde wach wart, dann sind wir so, irgendwie wird das jetzt nicht so richtiger Schlaf. Dann habt wir den Dapen-Schlaf. Und der Dape-Schlaf, der ist der absolut wichtigste für uns Lief. Da ist die Regeneration, der Muskelaufbau, das Immunsystem wird stark. Das ist eins, das was im Dapen-Schlaf ist, die Atmung oder das Atmen wird langsamer und der Puls, das hat, all das kommt zur Ruhe. Und vielleicht kennst du das auch, Hilka, wenn man so auf den Dape-Schlaf force weckt war, dann fühlst du die absolut, als würde die Lissy einmal überfeuert haben. Oder als würde irgendwie eine Horde Peer einmal auf die Räuber loben werden. Du fühlst die fix und fadig. Das ist der Ja. Dape-Schlaf. Und dann habt wir noch eine dritte Force, und der ist bannig spannend. Ich glaube, davon weit einfach fehlen nicht. Der nimmt sich REM-Schlaf. REM ist Afkürzen für Rapid Eye Movement. Also, das bedeutet, wie fix us Ohr bewegt. Und das ist die Force, in der wie drömt oder besonders intensiv drömt. Dann ist der Prägen so was als in einen Walken-Tauschstand. Und die Prägen regeneriert sich. Und das ist wichtig so für die Kreativität, für die Emotionen, für einfach, dass wir uns wieder Gaut erinnern könnt. Und dieser Zyklus ist in jeder Nacht und ist jümme so 90 Minuten lang, dass sich diese drei Phasen abwesselt. Und wenn wir dann einmal leicht schlapp, Dape schlapp, Rem schlapp, Dörr habt, dann fangt das wieder von vorne an. Spannend. Ich finde Spannend, das das spannend, passt. gerade Rem schlapp. Ja, ja. Das passt aber auch interessanterweise zu was ich mitgebracht habe. Ja. Denn ich kicke ja auch gern mal so ein bisschen wieder zurück oder in die Literatur oder die Kunst. Und ich bin nämlich auf die Schlafphasen in Mittelalter gestoßen. Ach, Da was? habt ihr nicht, Wie, da wie habt ihr kommt man nicht, denn ihr, dahin? ach du, wenn ein sich da so rinwölt und hier und da und in Mittelalter kennt die Lü engst dieses Konzept, was du gerade vertellt hast, gar nicht so, dass ein so durchschleppt in die Nacht, sondern die kennt das Konzept von biphasischen Slop. Okay. Das heißt, du gehst in Bett, normalerweise wäre das dann ja früher so, wenn der duster war, weil die Lü kein elektrisch Licht hat und ja, Carsten und so was wäre dür oder Öllüchter und so was, habt die Lü auf Licht auch nicht viel hat, also sind dann, wenn der duster war, in Bett gegangen. Und dann habt ihr ein paar Stunden geschlafen und dann sind die obwacht, ja, vielleicht dann noch so eine abschlotten REM-Phase und dann habt ihr was anderes gemacht. Also, die habt dann Ach, Bet oder werd ich nicht Husarbeiten mag oder ja, auch dat, oder sind dann so ein bisschen intim worden oder sowas und sind dann so vielleicht so 2, 3 Stunden nochmal wach worden. So auch viele Verbrechen sind dann in diese Zeit begangen worden. Und dann sind die wieder in Bett gegangen und dann eben wieder obwacht, wenn das dann hell geworden ist. ach nein. Und Ja, woher weiß man das? Weißt du das zufällig? also, und da sind wir dann wieder das Feld von der Literaturwissenschaft. Das kann ihn tatsächlich in alle Texte auch, Mhm. ja, finde ein Hinweis darauf, zum Beispiel in den Roman Don Quixote von Miguel de Cervantes, oder das Jahr 1605, oder auch ut Texten von das antike Rom oder auch ut der Odyssee von Homer. Das ist ja noch Ach, öller, ist ja noch witzig. viel früher Ja. als Mittelalter. So, und das ist eben, diese Dörrschlafen, das ist eben eine super Nähe erfinden, eigens. Also, eigens ist das erst zusammenfallen mit der Tiet, als ein sich, ja,
als Kerzen billiger worden sind und das elektrische Licht kommen ist. Ach, witzig. Ja. So, und aber Likes habt die Lüe dann söst mit 8 Stunden in der Nacht des Lopen. So als Hüt auch. Bloß Mhm. sie sind eben früher in Bett gegangen und Mhm. habt dann vielleicht dann an Morgen Betten länger erschlafen. Kommt dann natürlich auch mehr auf die Jahrestien an. Aber in Sommer braucht Mhm. den ja auch gar nicht so viel Schlaf, weil er kriegt ja so viel Sinn auf. Ja, ja, das ist absolut der Punkt. Okay, das ist ja spannend. Ja, und das gibt dann eben auch so von Dichter, auch Ute Netit, gibt das auch Dachbuch indragen, die dann eben sagt, ja, gerade in diese ja, Mitternachtsstunden, da sind die dann obstauen und hab dann Texte schreiben oder auch malt oder so. Mhm. Mega interessant. Und darum finde ich dann eben auch, das mit dem Tracker oder so, das ist gar nicht schlimm, wenn ihn dann in der Mhm. Nacht wach liegt und nicht wieder inschlafen kann. Vielleicht lohnt sich das ja dann auch einfach mal, wenn ihn so natürlich obwachen deit, also nicht, wenn ihn da wachpingelt war Mhm. oder so, ähm, dann einfach nochmal obtostarren, jetzt nur vielleicht nicht ein Durlobtomaken oder so, aber sich vielleicht irgendwo ruhig hintersetzen, was zu lesen, ja, einen Podcast zu hören Mhm. oder so und einfach mal die Gedanken auch so ein Betten drieven zu laden. Schön secht, weil das ja auch grad, das ist so eine ruhige Tiet, weil alle anderen ja meist am Schlorpen sind, da das richtig schöne Atmosphäre hat. Ja, richtig. Also darum, also das vielleicht so, wenn ein mit diese Dörrschlafen oder auch Inschlafen Probleme hat, dann immer suche, das mut vielleicht gar nicht der richtige Ort und Wies. Wenn wir früher habt ihr Lühe eben auch anders schlafen. Mhm. Also Ja, darum. und trotzdem ist das wichtig, dass wie now schlorpt. Also vielleicht kennt das doch der ein oder der andere von ja, vielleicht die Okio Hilkener so eine Dö 4 Nacht, ne, ist mal eine Nacht dörrmorgt und dann tau kommen Dach, füllst du die einfach noch irgendwie richtig beduselt, Betten bräsig im Brägen. Ähm, und dat, ich hab da lest, dass nur 17 Stunden Walk wären, hab wie quasi eine Leistungsfähigkeit von bummelig 0,5 Promille Alkoholwert. Also us Prägen Mhm. ist viel langsamer. Just 17 Stunden Schlaf. Und dann, vielleicht kennt ihr das auch so, das ist, man hat schlechte Lun, du bist irgendwie gereizter, du hast Stress, du bist wesentlich emotionaler und hast du mehr Hunger. Das ist nämlich auch ein Ding von Schlafmangel. Denn der Lief braucht ja mehr Energie. Also, oder ich möchte eigentlich schlafen und beten, sich regenerieren, also all diese Tauru kommen. Und nu schlappt wir aber nicht. Von daher denkt us Lief, okay, wie möcht jetzt viel mehr Grelin utschne. Grelin ist das Hormon, das us hungrig morgen deit. Und Leptin ist das Hormon, das für uns Sättigungsgefühl eigens utschütt wird. Nur ist aber, wenn wir Schlafmangel habt, dann ist us Lief im Alarmbereitstand und sagt, okay, ich brauch Energie, ich brauch Energie. Also was das Grelin, was us hungrig morgen deit, was gut führt, und das Leptin, was zurückstuft. Also habt wie dann mehr Appetit und natürlich besonders nicht ob irgendwie was gesundet, ob Spinat oder so, nein, ob Zucker und Fett natürlich. Das ist so fies. Ja, und Ja. sonst habt wie nämlich auch noch ein schwächeres Immunsystem, denn ich habe ja vertellt, im der Dape schlapp France, was us Immunsystem repariert und stärkt. Wenn wir nur aber nicht noch schlappt, ist unser Immunsystem tauswach und wie wat forken Süg und wie erholt us auch langsamer vom Süg werden. Und natürlich ist uns sportliche Leisten auch reduziert. Wir haben nicht so viel Kraft, nicht so viel Udur, nicht so eine gaude Koordination. Und von daher ist Schlaf eigentlich so bannig wichtig. Und wenn Fälle denkt so, ach, hier, die Serie, die Folge kann ich auch Ende kicken, dann schlaf ich halt einfach just ein Betten weniger. Aber Schlaf ist so essentiell. Und allein ein paar Stunden tau wenig Schlaf mockt all bannig Fell mit us lief. Ich habe auch gelesen, dass in den nächsten Forschen, dass auch Ergebnisse darüber gibt, dass wenn ein sein Leben lang tau wenig slopen da, dass ein dann ein größeres Risiko für Demenz hat. Ja, hab ich auch gesehen. Wie die Brägen, wat auch quasi, das ist wie so eine, im Schlaf, wat der ganze Müll, der sich den Dach über ansammelt hat in us Brägen, der wat aftransportiert. Genau, und wenn das nicht richtig funktioniert, dann blifft der Müll do halt binnen und kann dort tau feuern dann fixer Alzheimer oder Demenz kriegen. Ja, ist ganz schön gruselig, ne?
Das ist richtig gruselig. Ich glaube auch darum hat sich die Lüe auch bannig früh in der Menschheitsgeschichte auch mit dem Thema Schlafmittel auseinandersetzt. Also, Mhm, ja. du hast sicher mal von der griechischen Gott Morpheus gehört, oder? Mhm, ja. Das ist der Gott von der Dröm. Und der hat aber einen Vater und der ist gar nicht so bekannt und das ist der Gott Hypnos. Und Hypnos ist nämlich der Gott von Ah, Schlaf. Und der hat einen Bruder und der hat Thanatos und Thanatos ist der Tod, der Tod. oh krass. Ja, Ja. Und Hypnos hat aber gar Schlaf nicht und so einen Tod. großen, ja, hat gar, und darum sagt ihn auch Schlafes Bruder. Das ist der Tod. Ja, da ist sie tot. Krass, das weiß ich gar nicht. Ja. Und, aber um Hypnos geht das nie nicht so ein Kult, eben mehr um Morpheus. Geht das in der antike Welt dann eben auch so Höhlen oder so, wo Morpheus dann verehrt wurde. Und da hätte dann ja Andesit dann Schlafmond, ist der da Bussi. Ach, Ja, witzig. Ja, 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 macht ja und Sinn. ja, da, und da gibt es dann eben auch das Thema, ja, wo kann ein operieren? Ein hätte ja auch früh all anfangen zu operieren, so Chirurgen gibt das ja auch Mhm. allang. Aber das Thema Narkose ist ja schwer. So, und Narkose ist ja auch, ja, so ein krassen Ingriff in das Lief. So, Mhm. und da hätte man dann aber von den Schlafschwappen schnackt. So, in der, ja, Schlafschwappen? Schwamm. Ach so, ah, okay. Mhm. Also ob Latein wäre das Spongium somniferum. Und das ist Ach, eben, ja. ja, und das ist eben ein Badeschwamm. Und da ist denn Opium, Alraune, Bilsenkrut, Schierlegen und so was mit Binnen. Und der war dann eben ja in die Sünde mockt. Und ja, wenn ihn dann ja operiert war, dann war das ein Schwamm in warmes Wasser legt, bis er sich vollsogen hat. Und dann kriegt der Patient über Nase und Munde legt. Und dann muss er durch den Schwamm atmen. Und ja, dann Ja, schleppt er eben in. das ist ja witzig. Ja. Wie der Und das dann geht, Freue mockt. War ne, krass. ja, ja, abgefahren, oder? Also, Mhm. darum und dieses Thema, ja, Schlafen und der Gott von Schlaf ist mega interessant, oder? Und da ist dann auch dieses Thema, ja, den Rouge utslapen, ja auch wichtig. Mhm. Und da mache ich die mal wieder ein lütschet Bildtausch stüren. Oh ja, ich bin bereit. Mhm. Wunne West. Oh je. Charlie hat beschrieben, was ich sehen darf. Ja, bitte. Ich sehe einen nackten, gaut trainierten Kerl, der recht breitbeinig ob ein, ich glaube, das ist ein Staul oder sowas, lehnen deit. Äh, ja, das eine Bein ist so ein bisschen Anwinkel, das andere Bein an der Sied vom Staul. Ja, auf jeden Fall spreizte Bein, du kannst genau eins sehen. Und dann hat er den Kopf in beide Hände und die Augen tau, glaube ich. Mhm. Ja, richtig, aber das ist ein Schmucken, ne? Ja, so viel sehe ich nicht. Also, es ist schon sehr präsent. Was du da dir gerade angucken hast, das ist der barbarinische Faun. Mhm. Und ja, die Lichter und ja, die Faune, die sind ja so Halbgötter oder so und die mag gern Party. Und die suppt eben gerne. Ja, und diese barbarinische Faun, ja, die slöppt da eben sie Rouge von Grotet Wienfest ut. Und diese Faun, das ist interessant, die, ja, ist nicht, ist sich nicht so sicher, ob die nu ut Griechenland nach Italien kommen ist oder in Italien ein Nahbilden von ein griechisches Original ist. Auf jeden Fall Mhm. ist sie dann vor ein paar hundert Jahren in Rom gefunden worden, in einem Graven, so die tauschet worden ist. Und die Lüe hat gesagt, boah, was für ein schmucken Kerl. Ja. Und Lüe, also die
und die Lühe, Mannslüt und Fruenslüt hebt sich in diesen Kerl richtig verschorten, wie der eben so gut süd. Also könnt ihr mal googeln, barbarinischer Faun. Und der startet von Dach in München. Ich glaube, in der Ach, Glyphothek oder so. Der kann er mhm. sich da auch ankicken. Und die startet auch war nicht prominent. Ihn kommt da eben in den Saal rein und er läuft da direkt auf das. Direkt in sie ein Gemächt. Okay, ja, Ja, ja. ja, läuft er in der Obtau. Und da sind wir dann wieder Thema, dass ja, Schlaf kann eben auch erotisch Komponenten haben. Mhm. Mhm. Also, dat een sagt, ne, so die Leifste oder den Leifsten, den kiekt een sich so gern an, wenn der slöppt. Und das hätte ja dann aber auch ein Betten, wat, ja, exhibitionistisch fast. Mhm. So, wie ein Wiestig so bannig as ein ist und ein mag das nicht, wenn ein da wie ein sitzt und sich ankiekt. Und ja, ich weiß nicht, ob vielleicht das exhibitionistisch auch nicht das richtige Wort, aber Äh, das hat eine Eher erotische Voyeur? Komponente. Ja, Voyeur. Ja, Ah. Voyeur Mhm. ist das was. Und darum, das hat dann eben auch eine erotische Komponente. Und dann kiekt wie doch nochmal direkt Mang in die Literatur von Mitteloller, nämlich in der Tagelied. Denn da geht es ja immer auch darum, dass das Paar sich an Morgen nach der gemeinsamen Nacht, ja, obdehen muss. Der Kerl muss Mhm. nach Hause gehen, Nems dröftet mitkriegen, dass die zwei zusammen in die Nacht verbracht habt. Und da ist immer auch das Thema, dass der gibt einen Wächter und der weckt dann das Leibpaar oder die Frau weckt den Kerl oder der Kerl weckt die Frau. Ja, und dann ist das so das Obwacken und das Schlaf oder dann war doch erst nochmal vertellt, wo Schmuck der Leifste ut süd, wenn sie slöppt, das ist ein wichtiges und großes Thema. Also Mhm. Slopen, das ist nicht bloß eine Komponente, ja, die wie mit uns selbst ut morgt, sondern hat eben auch immer was damit zu tun, wo süd ein anderer Mensch in Schlaf. Mhm. Ja, wie wir auch so absolut wehrlos sind im Schlaf. Mhm, richtig. Richtig. Und da kiekst du dich da diesen barbarinischen Faun an und das ist wirklich, also der hätte eine ordentliche Positur, der Kerl. Dem machst du irgends nicht begegnen. Aber wenn der da so slöppt, da denkt man, ach ja, das ist ja ein Säuten. Kannst du mal so Ja, ein das stimmt. Betten strieken Ja, oder so. das hätt wat Ungefährliches irgendwie, wenn ein schloppende Menschen sieht oder so was absolut Natürliches. Ja. Mhm. Und dabei ist Schlaf ja irgends was super Gefährliches, ne? Also, Ja. wenn wir Buten sind, allein und wie slöppt, was kann da alles Mhm. passieren? Mhm. Ja, ja, genau. Wir sind absolut utset, was, wenn wir nicht upwogt, was denn quasi um uns rum ist und ob die us gaut sind oder nicht. Ja, Ja, also hast du, schon wild, warum die Natur sich das utdacht hat. richtig. Also, hast du mal eine Nacht allein oder fliegt tot weit in den Wald oder so und Holt verbraucht? Ähm, nicht ohne was um mich rum. Also wenn in Telt oder in de Lissi. Aber nicht Mhm. komplette Mangbuten allein. Nee, du? Nee, so auch nicht wie, oh, ich kann ja auch diese Mhm. Krabbeldiaten alle nicht auf. Nee, oh nee, gar nicht. Ah doch, natürlich können wir am Strand schlafen. Also, Gott, offiziell, das ist nicht erlaubt, das weiß ich auch. Und trotzdem, ich hab das mal mockt. Und das war richtig schön. Da muss ich schon sagen, ein hört ganz viel andere, denn wenn das so duster ist, dann sind all andere, die ganze Geräusche um einen rum, verlude. Und dann das Wellenruschen und so. Also, das war schon schön am Strand. Ja. Ich glaube, ichtenswo an der Ost- oder Nordseeküste kannst du aber auch offiziell an Strand slapen. Da gibt es so Slap-Strandkörbe. Ja, witzig. Ja, Herr mir einen Öllenmoll schenkt. Ja, der findet auch witzig. Der ist nur ganz früh morgens, so Glocke 5, denn der Müllsammler kommen und hat den Strand sauber gemacht. Oh Da wird er nee. nicht mehr ganz so romantisch. Aber ja, an sich kann ich dann auch, oder habt sie vertellt, sie können auf jeden Fall empfehlen. Oh, schön. Ja. Ich habe auch noch was Lütschet mitgebracht. Mhm. Ähm, Noch ein hast du, Bild? nee, ein Bild nicht. Bl- bl- Ich Noch glaube, du so hast, ein Bild von so ein noch, Kiel? machst du noch so ein Hemd? Vielleicht musst du mal nach München feuern. Oh yes. Also, der barbarinische Faun. Könnt ich googeln. Dann wird ich warum.
Lisa nun Betten himmelig ist. Kunst kann auch schön. Absolut, absolut. Okay, Hilka, vertell, was hast du noch mitgebracht? Hast du als Kind Sandmännchen gekeken? Ja, ja, ganz, Ja. ganz viel. Mhm. Und wo denkst du, wo kommt das Sandmännchen her? Oh, käme das nicht aus der DDR? Also ist auf jeden Fall in Ja, der DDR produziert worden. Oder meinst du, wo diese ganze Gedanke vom Sandmann herkommt, deit? ja, also genau, was denkst du, wo kommt das Sandmännchen her? Also, ich hab ja mal Hüter das Licht käken und du hast die Sandmann auch mit bin. Und ich glöf, der käme da unten Ohlen vertellen. Aber ich krieg nicht mehr zu hopen von wo. Ja, also ja, das Sandmännchen als Figur ist albannig old. All die Kelten kennt ja den Genius cucullatus, das ist so ein Schutzspöck und der hätte eine Kapuze ob, so als der Sandmann eigens. Mhm. Und auch in der griechischen Mythologie bringt Oneiroi, also ja, das ist, glaube ich, ein Sohn von Morpheus, bringt die Drömen. Ja, Mhm. und die sieht so ein Betten ut als Fledermusen. Ja, richtig. Und die kennt also ein bisschen diese Idee von ein Lütschen, ja, Spök oder Dämon oder so was, die kommt und die bringt einen Town Schlapen. Aber sag ich mal, der oldste Beleg ja, für den Sandmann ist unter das Jahr 1798 all. Und der ist Ach, unter Bauk grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von Johann Christoph Adelung. Und er schrieb da, ich zitiere, ein Mann, der Sand führet, Sand verkauft. Im Scherze sagt man auch zu den Kindern, wenn sie schläfrig werden und sich die Augen reiben, als wenn man ihnen Sand hineingestreuet hätte, der Sandmann komme. Niedersächsisch auch ah, Sandseier oder Sandsäher. Habt ihr auch schon all das Plattdeutsche Wetter dabei, ne? Der, ja, der Ilka. Sandseier. Ja, und tatsächlich das Sandmännchen Giftert sieht 1800 fair und dörtig in Beitrag von der Wiener Zeitschrift. Da schrieb der, endlich erschien sie, trieb das Sandmännchen vollends aus den Augen und wusste, als sie sich zu mir auf den Sofa gesetzt, vom gestrigen Balle so viel Artiges und Heiteres zu erzählen, dass ich den Wunsch hätte, ich doch dabei an ihrer Seite sein können, nicht zu unterdrücken vermochte. Ja, Darüber, ja. darüber Würde ich also mir nicht so diese, mal langsam anhören. ja, also diese Idee von das Sandmännchen oder von einem Geist, von einem Spök, die Sand bringt, ist bannig oll und da kommt dann natürlich auch Mhm. so schöne, gruselige Geschichten. Vielleicht hätte der ein oder anderen allen Infall, worauf ich hinaus will, zusammen von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Das ist Oh, dann richtig ein bösen, ein leichen Kerl, der kommt, wenn die Kinder nicht schlafen, wo die ströht in die Augen, Sand in die Augen und dreht in die Augen ut. oh, okay, das ist wirklich gruselig. Ja, Das das passt ist nicht ganz richtig, in mein Bild vom Söten Sandkehl. ja, das ist richtig schurig, aber das Buch ist wirklich lesenswert. Ein Sech, das ist wahrscheinlich die erste Fantasy-Geschichte in Deutschland. Ah, Ja, E- okay. E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Spannend. Ja, die Sand oder die Sandsaja ist ja in bannig vielen Filmen, Serien, Büchern oder später mit. Das gibt ja auch hier Sandman, ich glaube auf Hm. Netflix oder so von Neil Gaiman. Also Ja, überall düket dem mal wieder ab. ja, und da ist der Sandman, ist dann aber Morpheus, ne? Der Kerl, der Gott von der Stimmt. Drömen. Ja, ja, Ja. stimmt. Und nicht Oneiro, der wäre dann ja irgendwie ein Sohn oder sein Bruder oder so, ja. Der lütsche Fledermaus, der die Dröm bringt. Ja, also und darum hier noch so ein lütschet Motiv. Und ich habe dich nur aber nicht das Late Enter Sandman von Metallica mitgebracht, weil das habe ich mir auch mal runterladen. Ron Lawton, du hast ihn wieder dran verzweifeln, Lawton. Na, Ja, okay, Hilka, laut hören, womit du mir Hüt verzweifeln, Lawton deist. ah. Erstmal so betten, die Fingers knacken lauten. Ja, genau.
mal kicken. Das ist vielleicht, also du kennst das Lied auf jeden Fall, aber ich würde auch sagen, das ist vielleicht gar nicht so leicht gut zu kriegen. Okay, okay. Okay, also, ich hab en Lüt späten Taufel hat. Alle Lüd fangt an, Hilletaumarken, Hilletaumarken. Wo ans deit he de Dans drein? Kann min Drink nicht finden. Oh Mann, wo sind mine Slödel? Ich hef min Telefon verliest. Wat is ob de Deel los? Ich leef düsse Platte, Baby, aber ich kann nicht mehr grad ut kicken. Blieb cool. Wo hält diese Club? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das ist okay. Okay. Und nun kommt der Refrain. Mhm. Bloß tanzen, wart okay, Wayne. Du. Bloß tanzen, wart okay, Wayne. Du. Bloß tanzen, wart okay, Wayne. Tanzen, dance, bloß tanzen. Ist das also Just Dance von Lady Gaga? Oh, hey, Lisa! Oh, ich mag liegst eine Buddel Sußbrus ab. Ist das richtig? Nein! Nein, oh mein Gott! Oh mein Gott, damit kann ich gar nicht umgehen. Ich schwöre, ich habe nicht googelt und gar nichts, aber ich habe nämlich auch über Lady Gaga nachgedacht, ob ich Lady Gaga nehmen darf. Ah nee, das war ein von ihren ersten Songs, ne? Just Ja, Dance. ja. 2000, boah, 8? 7? Ja, ich weiß nicht mehr. Kann werden. Ich weiß Ich nicht, bin mir auch gar nicht mehr sicher. ich weiß nicht mehr, aber ich hab das Lied mega affiert. Ich auch. Also, Absolut. Ah, witzig. Schön. Das war schön. Okay, das habe ich mir nicht schöner träumen können. Okay, nu mag wir doppelt voll. Den kriegst du auf jeden Fall, Ruth. Der ist so schön, der Song, und von dem hab ich grad mega den Ohrwurm. Also, ich walk freu ob und füll mi as. Nehm min Brill, Ruth und de Dörr, hüt erober ich de Stadt. Bevor ich go, putz ich mi min Tän mit ein Buddel von Jack Daniel. Denn als bald ich hüt Nacht losdreck, komm ich nicht mehr trüch. Ich snack von Pediküre für us Tön. Wie probiert all us Kledorsch an. De Kehls bombardiert us Telefons. Wie Ford Cabrio hört us liebste Musik, kommt tau de Party und wollen beten du nicht wen. Ja, hast schon gut von? ja, Na, kennst das? Das ist Kesha. Ja, genau, mit. Ja. Ähm, Die Young? Nee, Nicht, doch. nicht ganz. Nee, Ich mach, nee, ich mach nee, nochmal den Refrain. ja? Ja, TikTok. TikTok. Genau, genau. Ja. Hör nicht ob, drei ob, DJ lot den Lutspreker bäven, hüt Nacht viert wie, bitte Sünn ob Guide. Tick-Tack ob de Glock. Doch de Party hört nicht ob. Da hab wir zwei richtige Party-Lader hüt, Rutsecht. Ja, richtig gaut, oder? Ja, Oh, ich find hab das wir nicht abschnackt. überhaupt nicht. Ich hab erst gedacht, ob ich irgendwas passendes aus Slorpen finden dau. Und dann wüsste ich aber hier nur das Slorp-Late von den Ärzten. Und ich hab mir gedacht so, na gaut, vielleicht beide nicht. Das ist nicht so jugendfrei. Nee, noch nicht jugendfrei vollständig, damit wir uns ja noch abhämen. Ja, neng und süstig. Der war Oh Gott, gaut. ja. Oh ja, Ah, oh ja. Die kriegt dann den Stempel nicht jugendfrei wie Spotify. absolut. Explicit Rank. Das war dann der allererste Folge von uns, der explicit wäre. Na, mal kicken. Wir haben ja noch ein paar Folgen Eieiei. für bis dahin. Ja, ja, da können wir noch viele Lieder roten. Ja, aber ey, super gut Partylieder. Passt auch, ne? Partyblatt und Plüschmaus Party. Also, Ja. das macht mich richtig glücklich. Ja, hab ich auch Richtig grad blied. gedacht, wo blied bin Ja. ich? Ja. Was für ein Überleiten. Sie weet ja, einmal in Mond, immer der zweite Montag in Mond um Glocke 8 an Abend, sind wir nur auch ein Volkspartyplatt und Plüschmaus bi Radio Okerwelle. Und die nächste Folge, die ist dann nämlich Balle im Juli. Und zwar ist die düsset mal an Dörteinten.
ist ein bisschen lang, aber der Juli fängt ja ab ein Mittewecken an. Darum, an den Teil Juli kommt dann die nächste Folge Party, Platt und Plüschmaus bei Radio Okerwelle. Und wir haben so viel über Schlorp schnackt hüt, aber worüber schnackt wir dann da wie Radio Okerwelle? Wie schnackt über das Thema Glück? Also nichts, nicht weniger als, woans finde ich mein Glück, wie war ich glücklich und was kann ich dafür down? Jümmes glücklich tau wählen und ist das vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert, Jümmes glücklich tau wählen? Richtig. Also, das war wieder wunderbar. Ich freu mich auf jeden Fall ob Lisa. Und was magst du hüt noch glücklich zu werden? Oh, ich wart liegst noch mal eine Runde, einmal durch den Sonnenschein dopen. Wir habt hier gerade richtig moies Wetter und das regnet mal nicht, von daher wart ich, um noch mal richtig glücklich zu werden, den Hund mit Rut nehmen und eine Runde Rut. Und du so? Ich glöf, ich back hüt noch einen Kauken mit Erdbeeren. Oh, das klingt ja auch bannig gaut. Damit magst du nicht nur die glücklich, sondern auch all um die rum, der dann noch ein Stück Kauken abkriegt. Das glaube ich auch. Schön mit Vanillesoße. Oh, oh. Mega. Also, Leben, wenn ihr jetzt nun nicht Hunger auf Erdbeerkauken habt, dann weiß ich auch nicht. Mag das gaut. Und mit Tantau, komm mal. Bis denne. Tschüss.